Also am 31. Mai war das, da war es soweit, da hat der Sportverein bei uns hat 40-jähriges Jubiläum gehabt und die haben sich natürlich überlegt, wie man das Bierzelt, wie man das vollkriegt. Die Steigerwälder, die überall, Originalsteigerwälder, die überall bei uns gastiert haben in der Umgebung, in den Bierzelten, die haben bloß mehr so 700, 800 Leute gezogen. Da hat man sich überlegt und hat dann einen Erwin Huber engagiert und der Erwin Huber, der hat das Bierzelt dann auch voll gemacht. Absolut. Und ihr habt es vielleicht von der Geschichte gehört, weil das bayernweit, wenn nicht gar deutschlandweit berühmt worden, weil es im Radio gekommen ist, was da passiert ist. Der Sportverein Vollhausen wird heuer 40 Jahre alt. Drum haben's gleich hinterm Klärwerk ein Bierzelt ausgestellt. Der Räubram im Kartoffelsalat kostet so viel wie eine Maß. Bloß 84, ja gibt's denn dies? Da macht das Feiern Spaß. Am Nachmittag zum Ochsenrennen kommt das ganze geil. Der Landrat und der Erwin Huber in der ersten Reihe. Die größten Ochsen laufen alle in der ersten Reihe. Am Abend spielt der Blaskapell, das Zeug ist Gramm mit voll. Alles trinkt zum Räubram hinter, man kommt kaum von der Stall. Bis vor Kissing und vor Hörmann spielt, da sind die Leute halt da. Ein Räubram für 84 Mensch, wo gibt's das heutzutage noch? Jetzt spielen sie die Filmmarsch, Leid, jetzt geht's auf. Der Festredner, der Erwin Huber, marschiert auf Bühnen auf. Das eine liebe Festgäste kann ich euch garantieren. Kurden, Sozim, PDS werden Bayern nie regieren. Dass der Räubram im Kartoffelsalat für 4,80 geht. Das zeigt, dass Bayern kulturell an erster Stelle steht. Drauf stimmt das ganze Festzelt in das Lied der Bayern. Auf einmal fängt der Geschwindner an, ganz fürchterlich zum Speien. Im Zeug ist jetzt der Teufel los, hint und vorn ist Gefeit. Der Huber winkt die Leibwächter, alles wirkt und schreit. So fest bloß kann einer zusammenzwickt, es hilft nix, weil kein Graus. der Räubram mit dem Kartoffelsalat Spritzt vorn und hinten raus. Wo bleibt denn das Rote Kreuz? Mensch, wir brauchen Rettungswegen. Vom Festredner, vom Erwin Huber, war nix mehr zum Singen. Das ganze Haus ein Bierzeug, ein einziges Lazarett. Malteser und das Rote Kreuz, die fahren mit Land und Witt. Die Krankenhäuser rundherum, die keiner nimmt mehr nimmer. sogar in die Bayern 3 Nachrichten. Ist Hausen heil schon keiner, was an dem Unglück schuld war, Salmonellen oder nicht. Ich geh nie mehr ins Bierzelt, wo der Erwin Huber liegt.